Ja, grüß euch, ich bin's wieder, der Tom Bauer. Ich habe ja vor gar nicht langer Zeit einen Aufruf gemacht. Ich suche alte bayerische Ausdrücke und Wörter. Und dafür spiele ich euch ein wenig Musik und mich freut's, weil es ist noch gar nicht lang her und die ersten haben schon eingetroffen. Ich freue mich so viel, uralte bayerische Wörter, ein paar habe ich kennt, ein paar habe ich noch gar nicht auf der Liste gehabt, aber ein paar waren auch ganz neu, gefreut mich umso mehr. Also deswegen mache ich weiter, bleibt's dran, red's mit Bekannten, mit euren Kindern, mit wem auch immer, tüftelt's untereinander ein wenig, spekuliert's ein wenig, spekulieren ist auch so ein schönes Wort. Es dürfen da Ausdrücke, es dürfen Redewendungen sein. Mein Gott, was fällt mir gerade ein? Wenn jemand zum Vierten ist, da hat man bei uns daheim gesagt, der kommt da in der Nacht noch vier. Das ist doch auch so schön, oder? Der ist so kreislig, dass er da in der Nacht im Tram noch vier kommt. Das sind genau die Sachen, wo ich suche. Ja, und dafür spiele ich euch heute noch mal ein Lied oder zwei. Ich habe da auch was Schönes rausgesucht. Ich möchte wieder dazu sagen, ich spiele ja hauptsächlich Klavier. Ich spiele gar nicht mehr oft Quetschen, leider. Darf ich wieder öfter spielen, dass ich es nicht verlerne. Und die Lieder spiele ich eigentlich gar nicht oft, weil auf der Bühne spiele ich ja meine eigenen Lieder. Mir ist bewusst, da gibt es viel nur Musikanten, die machen das öfter und das können das bestimmt auch besser. Aber Musik ist dann schön, wenn es Spaß macht. Und mir gefällt jetzt das voll. Wenn ich euch da was vorspielen darf, dann müsst ihr halt damit leben, dass auch einmal ein Hund drin ist und einmal ein Schnitzer. Gell? Mit dem, das bleibt aber unter uns. Das sagen wir nicht weiter. Ausgemacht. Da habe ich jetzt was rausgesucht, da habe ich ein wenig suchen müssen. Den Text habe ich gar nicht so leicht gefunden. Das ist so ein schönes Lied. Das gehört eigentlich auch dreistimmig gesungen. Aber da ich gerade allein bin, müsst ihr es wieder mitsingen, hilft nichts. Das heißt, wisst, wo mein Heimat ist. Sehr ergreifend. Das kennt ihr wahrscheinlich eh. Schauen wir mal, ob ich es zusammenbringe. Wisst's, wo mein Heimat ist, drum auf der Leiten stehen zwei Hief beieinander, siehst es von Weitem, hängt der Weißhafer schön und stürzt am Boden, schaut's kleine Heiserlo, dies kehrt mein Boden. Der Weißhafer schön und stürzt am Boden. Schaut's, kleine Heiserlo, dies kehrt mein Boden. Sommer sind Kinder gewesen, die süß schiert's wenig. Wart man euch Sommer am Leben, dann wart man 10. Kommen wir kommen bloß, fei wo's nicht heißen. Und grad ein Kur im Stall und ein paar Geißen. Wir kommen bloß, weil wir's nicht heißen. Und grad ein guten Stuhl und ein paar Geißen. Erstes, wie's Pinkel schluckt, uns Meisel wispert. Erstes, wie's Bachel gluckst, uns Schweiber zwitschert. Kind a jetzt Sturnel do und a jetzt Winkel, wo ich bin rumgeschlupft, schon als kleines Pinkel. Kinder jetzt Sturnel do und jetzt
Winkel, wo ich bin rumgeschlupft, schon als kleines Pinkel. Ist grad 3 Batzen wert, das Häusl ist nieder, kann ich's halt nicht gern, sag ich's oft wieder. Ist ja mein Heimat, schau, wo ich bin gewachsen, mit Burmer Leid und Freit und Burmer Faxen. Ist ja mein Heimat, schau, wo ich bin gewachsen, mit Burmer Leid und Freit und Burmer Faxen. Wir Heimat lieb, dies bleibt das Alte. Draußt in der Fremd, wenn's bist, zieht's dich erst gewaltig. Draußt bei die fremden Leid, Ruhe hast da keine. Feine, schöne Platzerl gibt's, Heimat grad eine. Draußt bei die fremden Leid, Ruhe hast da keine. Feine, schöne Platzerl gibt's, Heimat grad eine. Das ist schon gescheit, dieses Lied. Eins von meinen Lieblingslieder von den Alten. Das ist aber fast schon ein wenig traurig. So schön wie es ist, deswegen habe ich gleich drauf ein viel Lustiges, weil das Leben ist gescheit lustig. Und da habe ich eins rausgesucht, was braucht man auf einem Bauerndorf. Ich bin ja selber auf dem Bauernhof aufgewachsen, auf einem kleinen, war so eine kleine Sache. Aber trotzdem, als Kinder, das war schon gescheit schön. Ein paar Kühe haben wir gehabt, ich habe noch zahlen dürfen. Also, wer in meinem Alter hat denn echt noch mit der Hand einmal zahlen dürfen? Das glaube ich auch nicht viel. Mir hat das da gefallen, wenn ich in der Schule verzeiht habe. Die anderen haben Skateboard gefahren und haben sie mir wieder gefragt, was hast du da? Ich habe Kühe gezahlt, habe ich dann gesagt. Dann war schon ein wenig stolz drauf. Bosei haben wir gehabt. Ja, ein schöner kleiner Bauernhof einfach, war eine schöne Kindheit. Und das Lied heißt, was braucht man auf dem Bauerndorf? Weil früher war das ja ganz anders wie heute. Und ich stelle mir das aber viel schöner vor, früher, aber ich glaube, ich hätte nicht tauschen mögen mit euch. Ich sage, noch viel härter arbeiten müssten wie wir. Wir knockt man halt vom Computer und arbeiten wir. Aber früher hat man da schon ganz anders hingelangen müssen. Ja, was braucht man auf dem Bauerndorf? Was braucht man auf dem Dorf? Was braucht man auf dem Bauerndorf? Was braucht man auf dem Dorf? Ein Bäcker, der gut backt und 10 Minuten klar macht. Ein Schulhaus mit einem Lehrer drin, ein Doktor und eine Medizin. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Ein Knecht, der nicht grad schwitzt, wenn er beim Essen sitzt. Ein Horn und ein Dudelsack, einen guten Rauch, ein Schnupfterwag. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf.
ein Stier, der fleißig springt, ein Pfarrer, der schön singt, ein Katz, die wo recht fleißig maust, ein Tier, der wo vor gar nix graust. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Und jetzt eine modernere Strophen, wie es heute ist. Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Kein Schuster und kein Bäcker, die kleinen Bauern verrecken. In Stadt von Leid und Arbeit, auf Nacht schalten sind Fernseh ein. So ist es auf dem Bauerndorf, so ist es auf dem Dorf. So ist es am Bauerndorf. Jawohl, die zwei habe ich heute rausgesucht. Und wenn es noch mögt, wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, das ist ja der Riesenvorteil, das könnt ihr jederzeit ausschalten, wenn du sagst, du singt dir einen Einführung Rampf, man muss es ja nicht anschauen. Aber wenn es euch gefreut, das freut mich umso mehr. Und wenn es mir so Ausdrücke schickt, das war schön. Vielleicht mache ich wieder ein Gedicht draus, ich bin ja ein leidenschaftlicher Dichter. Meine Oma hat mir da schon mal Gedichte vorgesagt. Wie gesagt, meine Großeltern sind 1900 geboren, die daten jetzt 120 Jahre alt werden. Das ist schon eine lange Zeit her und mit dem Dialekt, wie die geredet haben, bin ich aufgewachsen. Und die Oma hat mir als Kind auch super Gedichte verzeiht. Das waren einige, ich habe auch mal mitgeschrieben. Und das ist, also die sagen die heutigen Kinder, glaube ich, nicht mehr so. Eins fällt mir gerade ein. Ein Gedicht war: Jetzt ist Saus, jetzt ist Saus. Katz ist vom Rauchfang aus, hat sie einen Schwarf verbrennt, der Teufel ist grinnt. Das waren die typischen Oma-Gedichte, die haben mir jetzt total gefallen. Oder, jetzt fällt mir noch was ein. Das darf mich jetzt wirklich interessieren. Wenn ihr mir Wörter schreibt oder Redewendungen, dann schreibt bitte dazu, ob ihr das, wie sagt man, ein gute Nachtlied kennt, weil das hat meine Mama uns so vorgesungen. Und ich habe das sonst im Leben noch nie gehört. Ich weiß, vielleicht hat es auch meine Mama erfunden oder komponiert, keine Ahnung, ich habe noch nie gefragt. Aber das habe ich nur bei uns daheim gehört und ich singe es meine Kinder auch, wenn sie schlafen sollen. Und wenn sie wieder ums Verrecken nicht einschlafen, dann singst du oft schon lang, aber das gefällt dir. Ne? Ganz einfaches Ding. Hutscheli, Heierli, Wirgel voll Stroh. Wenn der Thomas schlafen hat, da wird man froh. Das hat Mama aber gesungen und das hat mir so gefallen und irgendwann bin ich halt auch mal eingeschlafen. Schreibt es dazu, ob ihr das kennt oder wo das herkommt. Das würde mich echt interessieren. Ich habe gesagt, ich schreibe ja auch selber Gedichte und jetzt haben wir noch gedacht, jetzt lese ich euch noch ein Gedicht von mir vor. Ich habe die Märchen der Gebrüder Grimm, habe ich ja umdicht auf Borisch und in Versform, das ist alles gereimt. Und ich habe das noch reingeschrieben, was die Gebrüder Grimm halt alles vergessen haben. Und das ist einiges. Also die Märchen, so wie sie niedergeschrieben haben, da geht halt die Hälfte ab, das glaubt ihr ja gar nicht. Aber die werden dann nicht viel Zeit gehabt haben. Die werden da auch Arbeit gehabt haben, denken wir. Und das, was die halt vergessen haben, da habe ich niedergeborgen, dann habe ich es noch eingeschrieben. Und deswegen habe ich die kriminellen Geschichten geschrieben. Da sind ein paar Märchen drin. Und eins darf ich euch jetzt noch zur Unterhaltung vorlesen. Und mich würde es freuen, wenn es euch gefällt. Viel Spaß mit der Hansel und die Gretel. Es war einmal vor langer Zeit ein Mann mit seiner Frau. Mittendrin im Wald haben sie gewohnt. Wo weiß ich auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben sie Kinder gehabt, liegen drin in ihrem Bettel. Der Bub heißt Johann, also Hansel, und das Dirndl Margret, also Gretel. Holzfeuer war der Vater, mei, ist der Teufel nicht verdient. Hinten und vorn hat's Geld nicht gelangt, drum hat's ein Halde gebläht. Beim Nachbarn steht schon wieder ein neues Auto dort vorm Haus. Und am Pool haben sie auch im Garten hint. Und uns geht Essen aus. Ich arbeite an der frischen Luft, sagt er, ich find das schön. Und der hat Spätschicht jeden Tag am Bandl bei der BMW. Wie es wieder einmal so war, dass das Essen knapp geworden ist, da ist sie alte grantig geworden und zirkt ein sehes Gefries. Morgen nimmst die Schratzen in der Früh und gehst dann raus im Wald.
Und da lasst es draus. Da klang das Essen für uns zwei, hat's gemeint. Die Kinder haben bis hinauf ins Bett da jedes Wörterl gehört. Ja, das ist ja auch kein Wunder, weil sie hat ja laut nur blöd. Gretel hat gleich furchtbar gewarnt, man kann sie auch verstehen. Doch ihr Bruder hat bloß gesagt, jetzt lass dich nicht so gehen. Ich schau schnell aus, du bleibst da. Das werden wir dann schon kriegen. Ich komm gleich wieder, sagt die und schleicht runter über die Stirn. Die Kieselsteine glänzen in dem hellen Mondenschein, fast wie ein Silber in der Nacht. Und die sah wieder da rein. Am nächsten Tag, in aller Früh, hören sie die Mama schon auf, verschrei. Was ist denn los? Bagage, verhau dich! Steht's auf jetzt, aber gleich! Ins Auto haben sie es reingepackelt. Der Papa hat nicht so recht mengen, doch die Mutter hat sich wieder durchgesetzt, wie es meistens ist im Leben. Der Bub schmeißt die Stuhl vom Fenster raus, so unauffällig wie es halt geht, damit er noch wieder zurückfindet. Ein blöd ist der Fall nicht. Mittendrin im Wald haben sie dann ein Feuerholz angerichtet. Wobei das ziemlich gefährlich ist, aber so ist halt mir die Geschichte. Mutter sagt, ihr lieben Kinder, ich gehe jetzt Holz holen mit dem Pap. Wartet ihr so lang am Feuer da, wir holen euch dann wieder ab. Sie haben dann gewartet, bis finster war und das erste Storn leicht. Und pünktlich bis zu Wetten das haben das Haus wieder erreicht. Der Papa ist total der Kämmer. Seid ihr schon wieder da, Herr Sog? Dann bringst du mir gleich eine halbe Bier, weil ich beim Fernsehschauen nicht so nicht mag. Mom hat nur recht grantig geschaut und hat gar nichts gesagt dazu. Außer, schön, dass ihr da seid, geht's ins Bett und gebt's nachher der Ruhe. Keine 14 Tage danach, da war's wieder dieselbe Geschichte. Das Essen klang für 4 Personen hinten und vorne nicht. Drum bläht die Mutter in der Nacht, morgen, da fährst du ein zweites Mal los. Noch viel tiefer rein im Wald. Die Krippe bringt man schon noch los. Der Hansl sagt zu seiner Schwester, weil die schaut gar so betroffen, vor lauter Storchen in der Nacht, da kann man's gar nicht mehr zum Schlafen. Dann möchte der Kammertier aufmachen, doch das klumpt, das geht nicht auf. Gretel sagt, die hat mir am zugespürt. Ja, mir hat's gehauen, ja, die ist drauf. Ja, tut sie aber nicht stark runter. Da nimm ich morgen ein Rankerl Brot und schmeiß da Brickel aus dem Fenster, das geht auch zur Not. Am nächsten Tag dasselbe Spiel, rein ins Auto, ab in den Wald. Mom sagt scheinheilig ihr Versal und verdruckt sie nachher bald. Und sie warten, bis es nach wird, hängen da am Feuer rum. Da sagt der Hansl, du, jetzt gehen wir, die wird die Sache dort dumm. Auf der Suche nach die Krümel wird einer überraschend klar, dass die Vögel gefressen haben. Ja mei, die hungert auch. 3 Tage laufen sie durch den Wald, selbst nachts im trüben Mondenlicht. Haben zwar schöne Schwammerl gefunden, doch den Heimweg finden sie nicht. Plötzlich stehen sie vor einem Häusl, ganz aus Brot war das gebaut. Das Dach aus lauter Kuh gemacht. Ja, eh klar, da haben sie geschaut. Wenn du mich fragst, haben sie das schwarz gebaut, sagt die Gretel irgendwann. Die Wände aus Brot, wenn's Gemeinde wisset. So steht's nicht im Bebauungsplan. Der Hansl beißt gleich rein in den Tierstock, gehungert hat ihn eh schon recht. Sie nimmt vom Dach ein Stückel Kuchen, ein Kaffeeschal war jetzt auch nicht schlecht. Und wie sie so grübig Brotzeug machen, kommt die Mieterin von diesem Haus. Von Beruf war diese Hex. Die schaut da gerade vom Fenster raus. Ja, war dieser schiere Hofer. Gestummen hat's nach Schnaps und Bier. Ein Bugel hat's, im Gesicht hat's Warzen. Die kommt in der Nacht noch 4. Und gesprochen hat's ganz wirres Zeug wie Knusper, Knusper, Kneisel. Was seid's denn das für Rotsleffin und Schräfe zusammen im Häusl? Knusper, Kneisel, denkt sich Gretel. Da bin ich jetzt total blöd. Was retten die für Zeug daher? Ganz sauber ist die nicht. Auf einmal ist sie saufreundlich geworden. Wenn sie ist, dann sagt sie es mir.
Wenn euch noch was anderes gegangen, eine Pizza habe ich auch. Ja, und damit hat sie es gefangen gehabt. Hat es reingeloggt in ihr Haus und wie die zwei dann drinnen waren, da schaut die Sache ganz anders aus. Ein Hansel hat sich in den Käfig gesperrt. Er wird schon Angst und Bang. Hat fast keinen Platz, hockt drinnen so wie ein Hühner auf der Stange. Ich hab's gar nicht gesagt, dass die Hex beim Essen auf was Ausgefallenes steht. Mei, wie soll ich jetzt sagen? Vegetarier ist nicht. Am liebsten frisst sie kleine Kinder. Ja, das ist bei Hexen so der Brauch. In eine Semi reingezwickt oder mit Ketchup mag sie es auch. Man denkt sich oft nichts. Liest man in der Speisekarte drin, Kinderschnitzel mit Salat. Aber so kriegt es ganz einen anderen Sinn. Und den Hansel wollte es als nächstes verzehren. Gretel hätte ihn fuhren sollen. Hat ihr natürlich gar nicht passt, darum fängt schon wieder an zum Wollen. Ein paar Kilo wollte es den Hansel nachher schon noch aufbringen. Aber gesehen hat es nicht mehr recht, die Alte. Mei, war auch nicht mehr die Jünger. Drum sagt sie zum Hansel jeden Tag, ums Gewicht zu kontrollieren: Geh, streck deinen Finger aus dem Gitter und lass mich mal berühren. Doch der Hansel, der hat jedes Mal nur ein Bandel rausgestreckt gehabt und sagt: Ich hab nicht zugenommen, geh, bring mir noch einen Wurstsalat. Und so hat er die besten Sachen vom Schweinsbraten bis zum Presssack gekriegt. Die Hex hat gerade ins Tor gehabt, dass das Essen zu ihr zieht. Und Gretel muss einen Haushalt machen. Waschen, Staubsaugen, Rasen mähen, Fenster putzen, Wäsche aufhängen oder der Hex die Haare dran. Und das Essen kriegt fast nichts, das ist doch auch nicht ganz gerecht. Sie hat Hunger und ein Hansel ist vom Essen schon ganz schlecht. Der Hex kommt das schon komisch vor. Was hat denn bloß der Bub? Der frisst mir nur die Haare vom Kopf und nimmt kein Gramm nicht zu. Wenn es nichts bringt, dann ist ja um das gute Essen schade. Das kostet alles ja auch Geld. Ich glaube, dass der einen Bandwurm hat. Doch sei die Sache, wie sie ist, das war ja doch gelacht. Egal wie mager er jetzt ist, morgen, da wird er geschlacht. Ja, der Doktor hat mir erst gesagt, das war beim Blutdruckmessen, ich sollte ein wenig aufpassen, zwecks dem fetten Essen. Morgen, Gretel, ist soweit, so sagt zu ihr der alte Tyrann. Da machen wir unseren Hansauflauf. Oder hauen wir uns in die Pfanne. Ja, Gretel hat nicht schlafen können. Sie kann darüber gar nicht lachen. Wie stellt sich an die Hex das vor? Sie kann doch nicht ihren Bruder kochen. Am nächsten Morgen spannt die Hex, das Brot wird sauber zwingen. Sie schiebt den Tag ins Ofenrohr und legt sie dann auf die Ofenbank. Nach einer Zeit sagt sie dann zu Gretel: Magst du mal schauen? Ich glaube, das Brot ist lang nur drin, das kann jetzt langsam dauern. Wenn du nicht so weit hinterkommst aufs Brot zum Ausziehen, dann sitzt du einfach rauf aufs Blech. Ich kann die reinschieben. Ja, doch, die Hex, das ist eine Baze. Sie hat nichts Gutes im Schilde geführt. Sie hätte, sobald die Gretel drin war, das Ofentür zugesperrt. Ja, sagt Gretel und denkt sich, ich bin ja doch kein Narr. Und sagt: Ha, wie komme ich denn da rein? Geh, machen wir es einmal vor. Ja, Sakra, ha, das gibt's ja nicht. Da sind die Kinder heutzutage blöd. Pass gut auf, ich mach das vor, dass du zeigst, wie sowas geht. Sie kraxelt langsam rauf aufs Blech, das was sie schon durchbirgt. Hat er erst im Hirgst ein künstliches Hüftchen gekriegt. Hast du das gesehen? Schreit sie nachher draus. Das magst du jetzt auch, dann gibst du Ruhe. Doch Gretel hat gleich reagiert und haut so von dir schnell zu. Mein Bruder fressen, nichts gibt's. Wenn die hungert ist, holt's Brot. Und dann schaltet sie den Ofen ein auf Umluft, 180 Grad. Und nachher lässt sie ihren Bruder raus. Komm, jetzt gehen wir wieder heim. Und wie sie ihn dann so anschaut, sagt sie: Herrschaft, bist du gewampert worden? Wie das Haus durchsuchen, sagt sie: Die Hexe ist auch im Geld gerade geschwommen. Lauter Gold und Edelstahl. Die meine, hat im Lotto gewonnen. Da nehmen wir jetzt einen Sackel mit. Oh mei, da wird der Papa schauen.
Die Mama zeigen wir es aber nicht. Die darf am Schlag verhauen. Dann gingen sie heim, am schnellsten Weg, so 6 die 2 marschieren. Woher sie den Weg auf einmal wissen, das darf mich selber interessieren. Egal, daheim sehen sie dann am Pap. Mei, hat sich der Mobos gefreut, dass seine Kinder wieder da sind. Das wird noch sauber gefeiert heute. Wo ist denn noch eine Mama schon wieder? Weil sie es gar nicht sehen daheim. Ja, das ist die Sojaschine. Die ist letzte Woche gestorben. Wenn's ist, dann geh jetzt zur Nachbarin. Ich finde, das passt da grad. Weil der ihre die ganze Woche Spätschicht hat. Und so leben sie noch heute, falls das alles wirklich stimmt. Und sind glücklich und zufrieden, wenn der BMW-Bus kommt. Ja, das war's wieder gewesen von mir heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr habt die Lieder gefallen. Und noch mehr hoffe ich, dass ihr wieder was zuschreibt. All die bayerische Wörter, Begriffe, die wo man heute vielleicht gar nicht mehr sagt, schreibt eine Erklärung dazu, weil wenn ich es nicht kenne, bringt mir das Wort auch nichts. Alle Wörter haben wir zu Trüching bei uns auch nicht hergenommen, alle bayerischen. Genau, und ich schaue, dass ich das urbayerischste Lied überhaupt schreibe. Weil so ein bayerisches Lied hat es im Leben noch gar nicht gegeben, was ich vorhabe. Und es hilft mir dabei. Und das war schön. Ja, dann sage ich Pfiat euch. Vielleicht sieht man sich einmal, da mich freuen. Bleibt gesund und macht es gut. Servus.